Talk it like Louis D. One check, one check, one check! What's poppin'? Yes, baby! Oh! Der runde Tisch ist wieder aufsteht! Mit 240 in die Kurve! Of course! Jetzt werden wir schnell durchgehen! Ich hoffe nicht mehr wie Blitz im Reden heute! Yeah! Heute haben wir sehr viele neue Sachen, die wir euch erzählen. In die Bam! Kurve! One check! 1, 2, 3! Wir sagen online! Los es zu! Es ist Zeit! Los die! MZ Yeah, yeah, yeah! Ich hoffe, ihr habt sehr laut jetzt gerade gelost. Das schöne Gliedstärke ganz gut. Immer Angst, wenn jemand bei uns Ja, einen Podcast startet beim Autofahren, dass er Angst hat und irgendwie... da muss immer runter, ja. Aber jetzt sind wir wach. Uns leid. Jetzt sind wir wach. Das sicher. Grüezi miteinander, schön, dass ihr alle eingeschaltet zusammen, habt. zusammen. Mal schön, haben wir es wieder geschafft. Schön, Ja, haben wir absolut. wieder jemanden, der sich Zeit nimmt für uns. Genau. Sehr lieb. Wie geht's dir? Was läuft? Mir geht's fantastisch, Junge. Ich habe meinen Schlüssel verloren, meinen Schlüssel vergessen heute im Geschäft. Das ist Ich gut, habe das ist ein einfach gutes Zeichen. eigentlich umziehen und so, aber ich bin so fokussiert gewesen. Darum auf bist dich. du mit dem so einem brutal. Heute Hochzeitsoutfit. Hochzeitsoutfit für den Podcast. Ich habe auch etwas Neues. Merkst du meine neue Frisur? Das ist der neue Sommerlook von mir. Bro, du nimmst mal Haare. Nein, das ist so, wenn du 3 Tage irgendwo kaputt bist und dann so kommst. Geil. Ey, Ja. aber falls ihr euch wundert, wir sind wieder nicht allein. Wir haben einen jungen Absolut. Mann dabei. Yes. Wer haben wir denn dabei? Wer ist da los? Ladies and gentlemen, represent Dominic Agata! Grüße, Regete! Hello. Hello. Junger Mann, wie geht's? Alles grün? Alles grün? gut, tipptopp, Zufrieden? Da- super. Draussen wird schön Wetter. Jetzt wieder Time, Genau, kann man den Vollgas geben. Geil. Vor allem kommt er einfach knallhart da rein. Ich tue dir kurze Anekdote. Er kommt da rein und sagt, ja, ich bin ready für Podcast und so mit so Eisen. Und er kommt mit Finken, kurze Hose. Noch ist Richtig stylisch. Ist ja nur Tonaufnahme, oder? Also nein. Nein, aha, okay. Sogar mit 2 Kameras. Plus der auf dem Königsstuhl sitzen heute. Ja, voll. Das haben wir auch neu. Auch neu. Wir haben Eine lange Diskussion gehabt. Bis wir das entschieden haben. Aber wie ist es auf dem Thron? Ist brutal, nicht? Ist geil, ja. Besser als auf euch noch. Ja, voll. Hey, Das ist danke Das ist vielmals. wie wenn du Ja. wenn du von der Pole Position darfst anfangen, weißt du, dann ist es wie mit dem Stuhl so quasi. Genau. Du hast Erfahrung mit dem. Darum Wir haben sind dich hinten dran, weißt du, wir haben noch nicht so einen Stuhl. Hey, danke dir vielmals, dass die Einladung angenommen hast und da bist. Eine hohe Freude gehabt und hast mega viele Feedbacks von unseren Mitmenschen bekommen, dass sie, wow, ihr habt Herr Egger bei uns. Das ist eben geil. Genau. Wo findest du dich gerade? Bist du in der Saison? Jetzt, wenn der Sommer kommt, ist da viel mehr los mit Rennen? Oder wenn ist Ja. so die Hochsaison? Die Hochsaison fährt eigentlich ziemlich früh an bei uns. Also Ende Februar haben wir schon das erste Rennen. Und dann geht es eigentlich bis Ende Oktober, wo eigentlich unsere Saison ist. Und wir haben 13 Rennen pro Saison. Und ja, das nächste Rennen wird jetzt in der Woche in Misano stattfinden. Wohin? Misano, das ist Misano. in Italien. Ah, nice. Das ist doch auch so ein bisschen der Hotspot. Kann das sein? Ja, ist Italien so ein bisschen der Hotspot für Für Töpfrennfahrer? für Töpfrennfahrer? Ja, also wir haben viele Italiener, ich sage jetzt mal Italiener, Spanier, es sind sehr viele Töpffahrer und Mechaniker in unserem Fahrerlager. Nice. Aber wie groß ist denn so das Team? Was kann man sich da so vorstellen? Weißt du, wenn du sagst mir. Ja, Man stellt sich das als Einzelsport vor, aber du sagst mir, mega sportlich, Ja, also zum teamfreundlich. ja, wir haben natürlich schon den TÜV und wir sind dann schon mit dem TÜV alleine im Fahren, aber im Hintergrund ist natürlich ein grosses Team. Also jetzt in unserem Team sind wir 2 Fahrer an 22 Leute, das heisst Mechaniker, solche, die Pneu machen, Benzin, das Fahrwerk, die ganze Logistik mit Essen, mit Hotel, mit Flügen, mit Lastwagenfahren. Sind das Bekannte oder Angestellte? Oder wie? Das sind Angestellte. Ah, wirklich? Ja. Okay. Die Von sind, der Schweiz? Nein, das sind alles Italiener, also ich bin im italienischen Team. Okay. Und der Teamkollege ist Australier und wir zwei sind eigentlich in diesem Team angestellt, wie die anderen alle auch. So läuft das, okay. Genau, und die sind dann 100% beim Team angestellt. Ja. Aber
Weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Profi TÜV-Rennfahrer. Und die haben so viele Mechaniker, macht doch einfach den TÜV nicht die ganze Zeit kaputt. Ja, nein, es ist ja nicht nur, wenn jetzt mal umgehen, dass sie den müssen flicken müssen. Ja. Es geht natürlich eben zum Bremsen kontrollieren, Pneu wechseln, Benzin auffüllen, Ja. dann die ganze Elektronik, die wir an diesem TÜV haben, einstellen, auszuwerten und natürlich so gut wie möglich einstellen, dass du schneller dann auf der Strecke kannst fahren kannst. Erzähl mal, Dome, wie bist du überhaupt zum TÜV-Rennfahren gekommen? Wie hat das alle angefangen? Wann hast du mit dem angefangen? Ja, ich habe ganz klein angefangen, als ich 2,5-jährig war. Okay. Mein Papa... 2,5? Ja. Früher konnte TÜV fahren als Velo. Ja, krass! Ja. Leute, das kann nicht mal laufen mit 2. Ja, fast. Bald nicht, ja. Und meine Mutter und Vater hatten eine TÜV- und Autogarage gehabt. Ah, Und darum okay. ja, schon ein bisschen um den Motor herum und um den Benzingeschmack. Und dann haben sie mir ziemlich früh mal einen kleinen TÜV gekauft und dann bin ich immer auf dem Hausplatz rumgefahren. So ein bisschen Pocketbike-mäßig. So die. Genau, ja. Und Geil. dann habe ich mit 5 mein erstes Motocross-Rennen gefahren. Ah, wirklich? Mit 5? Ja. Gibt es schon so junge Rennfahrer? So, Gefahren, bist du einfach allein gefahren, weil das niemand so jung macht? Oder wie? Ja, vielleicht bin ich dann schon ziemlich einer der Jüngsten gewesen, aber mir fährt eigentlich jetzt, ja, fast jeder Profi-Rennfahrer fährt schon ziemlich Aber mit jetzt- dem Alter an. Als Ältere, haben sie nicht irgendwie gedacht, oh, das ist ein gefährlicher Sport, was du machst? Weil ich höre schon jetzt immer, sobald du auf dem TÜV bist, haben alle Elternteile immer sehr Angst um ihre Kinder. Haben sie nicht irgendwie Angst gehabt? Gut, sie haben ja so, oder nicht? Mit Ja, 5, wenn ich würde, dass mein Kind mit 5 sehe, so rumcruisen mit so einem TÜV. Ist doch Ja, krass, der ne? Papa hat natürlich immer gesagt, ja komm, Vollgas, hier, die wir noch Chancen aufbauen. Und die Mutter hat ihm gesagt, ja, nein, jetzt die letzte Runde und dann ist fertig. Und der Nachbar ist auch mit dem Besen gekommen, wenn ich auch ein bisschen auf ihren Hausplatz bin kehren. Aber ja, der Papa hat mich natürlich immer unterstützt, die Mutter natürlich auch, aber ich denke, sie hat heutzutage immer noch ein bisschen Angst, Ja. wenn ich Rennen fahre. Ja. Und du? Ah. Ich habe keine Angst. Nicht? Nein. Auch gerade so ich finde vor allem beim gut, ich glaube, wir können das jetzt Auto als nicht Absolut. nicht die allergrößte Ja. betuchteste Personen, was motorisierte Referent. Sporten anbelangt. Aber auch schon TÜV gefahren. Ja. Ohne, also Also nicht nur Töffli oder Roller. Ich bin Roller in Thailand gefahren. Also das heisst ohne Kupplung, Ja. ohne Schaltung. Ah, wenn, dann genau das so. bin ich nie. Ich bin wenn- nie mit Also Schaltung das ist noch gefahren. kein TÜV in dem Fall. Ja, Also für ihn ist das E-Scooter. Das Ja, ist wie wenn, für wie wenn du die Limes mietest. Nein, bin ich nie. Ich bin nie. Weil ich meine, Schon gefahren? ja, jetzt Mit- nicht mit den mit Schaltung. geschalteten. Ne? Aber ich auch nicht. Ja, ich hätte nicht gewusst, dass er so radikal soll gerade unterscheidet. Ja, also ich sage jetzt mal, klar kannst du natürlich einen Roller nehmen, wo viel Kubik hat, der schon über 200 läuft oder so, Ja. wo nicht geschaltet ist. Aber ich sage jetzt mal, ein richtiger TÜV, der muss schon geschaltet sein und ja, da geht es noch ein bisschen Und, mehr. Weißt du die Spitze, die du gefahren bist bis jetzt? 330. 330? Ja. Mein Gott. boah. Du hast wirklich, auch wenn du 330 gefahren hast, Was ist das für null ein Angst. Gefühl? Ja, ist eigentlich fast wie bei 200, das ist etwa gleich. Aber Ist nein, einfach noch ein du bisschen siehst, schneller. du siehst ja nicht links und rechts, oder? Wie, Ja, mal, du Das ist musst nur das schon Tunnelblick, sehen, wenn nicht? er 100, 150 ich hoffe, du siehst etwas links und rechts. Nein, das geht ja so schnell, das ist ja der Tunnelblick. Oder wie sagt man das? Wenn du so einen Tunnelblick hast, wo nur noch vielleicht so ein bisschen. Ja, nein, den Bremspunkt musst du natürlich schon sehen. Aha. Das tust du dann natürlich anfokussieren, dass dann, wenn du bis auf 100 oder 80 musst runterbremsen für die nächste Kurve, Okay. musst du den verwutschen, sonst kommt es nicht gut. Hast nicht so auch beim Start und so, weil ich muss nicht immer nur im Verkehr ist ja nicht nur deine eigene Schuld verursacht, wo für einen Unfall sorgen oder so, auch die Mitfahrer. Nie irgendwie auch Angst gehabt von denen oder dass die jetzt irgendwie jetzt näher zu dir rankommen, dass du dich nicht mehr richtig kannst wehren oder nicht mehr richtig kannst aus dieser Situation raus manövrieren. Ja, also eben Angst darfst du sicher nicht haben, wenn du Rennen fährst. Du darfst sicher einen gewissen Respekt haben von deinen Gegnern oder eben von Geschwindigkeit oder eben von der Unfallgefahr. Aber sonst musst du echt voll fokussiert sein und zu probieren, das Beste auf die Situation zu machen, wenn der eine ein bisschen ankommt oder ein bisschen näher kommt. Aber das gibt es immer wieder, ja. Okay. Spürst du viele Berührungen?
Ja, es ist sicher schon nicht gerade eine Kontaktsportart. Ich kann mir sagen, willst du sagen, es ist ein Kontaktsport oder was? Aber wir haben natürlich schon eben so Start, erste 2 Runden Ja. oder letzte Runden, da tun wir schon ziemlich ellbögeln, ja. Schon, Ja. okay. Aber Und wenn es hat... gibt- Amigo, Ja, nur- was in Panik? Bei 300 einer kommt, gibt der Ellbogen. Bruder, was laut, wie geht's? Ja. Und es gibt ja nur eine Ideallinie, oder? Und Ja. die ist ziemlich schmal. Und wenn einer willst überholen will, der fast ziemlich gleich schnell ist wie du, dann musst du halt möglichst eng durch bei ihm oder reinstechen. Und dann gibt es halt manchmal ein bisschen Berührungen, Okay. wenn er nicht ein bisschen nachgibt. Aber wenn hat es bei dir angefangen? Oder ab wann hat man es gesehen, dass du in die Profikarriere kannst starten? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Mit 16 bin ich dann in die Weltmeisterschaft gekommen. Und da hat man sich den grossen Sprung schon mal geschafft von der Europameisterschaft oder der deutschen Meisterschaft dann aufzusteigen in die Weltmeisterschaft. Wow. Habe nebenbei noch TÜV-Mech aus der Ausbildung angefangen, aber dann nach ein paar Monaten wieder abgebrochen, weil ich ja, zu viel unterwegs war. Und dann haben wir gesagt, ja, ich könnte ja die Ausbildung gerne noch machen, wenn ich nach 3-4 Jahren vielleicht im TÜV-Fahren nicht weiterkomme. Aber jetzt bin ich 33 und fahre gerne noch TÜV. gelaufen. Ja, ist okay. Wie viel Glück, Geld, Talent braucht es? Das ist ein mega teurer Sport. Das ist jetzt nicht etwas, wo... Oder ich habe kein Kind oder ich bin selber habe das nie gemacht, aber ich habe das Gefühl, das ist ein mega teurer Sport, nicht? Ja, also Motorsport ist allgemein teuer. Das kennt man, das weiss man. Hier in der Schweiz, sagen wir jetzt mal, wird es auch nicht ganz so fest unterstützt. Wir haben hier keine Rennstrecke, wo man irgendwie trainieren kann. Also man muss immer ins Also, du kannst in der Ausland Schweiz gehen. nicht trainieren. Nein, wir haben jetzt keine Ja, schau Rennstrecke. aber Autobahn, wo es keinen Blitzer hat dazwischen, das ist... sind schon wie private Strecke, wo du Rennen fährst. Von dem her, wenn du die Prüfung abgibst, ist das nicht so schlimm. Nein, also auf der Straße kann ich nie trainieren. Nein, das ist schon nicht. Und ja, eben die Unterstützung braucht es natürlich von den Eltern, wenn du anfährst. Und dann braucht es schnell mal gute Supporter, Mentoren, die dir helfen, den Sprung dann weiter zu schaffen. Ja. Aber wie trainierst du denn? Wie läuft dein Trainingsalltag? Trainierst du jeden Tag? Du gehst jeden Tag nach Italien, oder? Nein, aber ich trainiere jeden Tag, aber es ist meistens sportlich mit Säckeln, Velofahren, Fitness, Schwimmen. Und ich tue mich dann, im Anfangsjahr, meistens Januar, Februar, bin ich in Spanien, wo ich mich dort unten vorbereite. Dann nehme ich aber mein Büsschen und tue 3 Töpfe reinladen und kann dann dort unten, weil es dort hier sehr viele Strecken hat, kann man gut trainieren. Das Wetter ist auch immer zwischen 10 und 20 Grad und hier in der Schweiz ist meistens Nicht zwischen 10 und 20 Grad. ein halbes Jahr irgendwie Regen und Schnee, oder? Ja. Ist das auch so... Kann man das so ein bisschen... Du hast ja dann keine... Ja gut, nein, du bist einfach für 2 Minuten. Ja, du bist einfach so 2 Minuten. Wo? Ja, weißt du, wenn du jetzt auf Spanien gehst, trainieren, weil ich frage mich, hast du noch kein Simulationstraining oder... Also, du fährst doch nicht nur 2 Monate Vorbereitungsphase und in den anderen tust du nicht trainieren, oder? Ja, mir ist schon Also, ziemlich wenig auf also, dem TÜV. Klar, wirklich? wenn Krass. im Februar, Ende Februar fangen ja natürlich die Rennen an, dann bist du natürlich dann, sagen wir auch 2 oder 3 Wochen bist du dann auf dem Renntüv und hast deine Rennen. Das ist natürlich, ja, bist auch am Trainieren, sagen wir es so. Ja. Du hast dann im Jahr hast du natürlich auch noch ein paar Tests. Also eben jetzt letzte Woche bin ich in Italien gewesen, wo ich 2 Tage getestet habe mit dem Team. Und das gibt es, ja, sagen wir auch Monate einig, wo du dann irgendwo gehst, go testen. So. Mhm. Und wie viel Fahrer bist du in einem, wenn du ein Rennen hast, jetzt irgendwo in Spanien oder so? Wie viele lange Fahrer bist du dort? Wir reisen meistens am Mittwoch an und dann am Donnerstag ist Vorbereitungstag mit den ganzen technischen Sachen anschauen, welche Pneu, was du willst nehmen, welche Übersetzung, Medientermine und Teamtermine. Und dann Freitag ist Training, das heisst 2 mal 45 Minuten bist du auf dem TÜV. Samstag ist Training und Qualifying plus ein Rennen. Am Sonntag ist das Sprintrennen und noch ein normales Rennen. Wie viele Rennen fahrst du im Jahr? Wir fahren 12 Rennen. 12, findest du? Genau. Und das geht ja nach Punkten, gell? Und dann, wenn du die meisten Punkte hast, bist du Weltmeister. Genau. Also wir haben Das hast du schon geschafft, 2 Mal. genau. In der Supersportklasse. Jetzt kommt's. Po! Aber wenn ihr die heißen, bitte kurz einen Applaus. Ja, Mann, absolut. zweifache Weltmeister. sicher. Das ist- Und wie ist das mit der Kategorisierung vom TÜV-Fahren? Also weißt, es gibt ja MotoGP, Moto 2, Moto 2. Moto 3. Also ich sage jetzt, es gibt so
MotoGP, Moto2, Moto3, wo sagen wir, die höchste Kategorie ist. Und dann ist in Seriennamen Meisterschaft, die ich jetzt fahre, gibt es Superbike, Supersport und Supersport 300. Und ja, es ist einfach 2 verschiedene Kategorien. Okay. Ja. Und das Ziel ist es, wie kommt man da zu der höchsten Kategorie überhaupt? Wie geht das? Ja, MotoGP zu fahren ist nicht ganz so einfach. Sag jetzt mal, ich mit 33 bin schon ein bisschen älter im Motorsport. Als Schweizer mit der Nationalität habe ich es auch nicht ganz so einfach, immer das vielleicht auch mit den Leistungen können zu holen. Darum denke ich, ist es eher schwierig, mein Ziel noch zu erreichen, mal in die MotoGP zu fahren. Okay. Aber mein Ziel ist jetzt eigentlich in Superbike, wo ich jetzt fahre, dort ganz vorne zu kommen. Ja. MotoGP ist ja da, wo der Tom Lüthi gefahren ist, oder? Der ist auch 1 Jahr dort gefahren. Ja. Er ist nur 1 Jahr dort gefahren? Genau. In Moto 2 ist er länger gefahren, dort bin ich auch ziemlich lang gefahren. 10 Jahre. Du bist Weltmeister geworden? Nein, in Supersport-Kategorie. Aha, okay. Aber du fährst jenste. Was fährst du alles? Sogar Go-Kart habe ich gesehen auf Videos. Dass du liebst du einfach. Ja, etwas mit Motoren. Ja, nein, also. Ich probiere natürlich vielseitig zu sein, auch mit dem Training. Ob es eben Motocross ist, Supermotard, Go-Kart, Velofahren. Mountainbike, Velofahren. Es gehört eigentlich alles Zugfahren. dazu. Nein, Zugfahren. Nein, also eben, das ist natürlich etwas, was dir sicher hilft mit dem ganzen Speed, den du hast, mit den Augen, mit der Konzentration. Körperlich natürlich auch, wo du natürlich kannst mitnehmen auf Rennen dürfen. Okay. Was ist die schlimmste Verletzung, die du erlebt hast? Rücken habe ich Querfortsatz gebrochen. Keine Ahnung, was ist, aber es dann schlimm. Ja, das ist dann du. Das sind so schlimm. Die Zacken, die rausschauen bei der Wirbelsäule. Dort habe ich 4 von denen gebrochen. Bei einem Unfall? Ja. Gerade 4? Ja. Wie schnell bist du umgekehrt? Das kann man nicht Fuß bist du umgekehrt. Nein, aber mit 100, das war nicht so tragisch, aber halt wie du aufschlägst. Merkst du, was für ein TÜV-Fahrer? Das hat mit 100 ist nicht so schlimm. Ja. Ich denke, du sagst nicht so schlimm, ich bin mit 20 oder so und kommt er mit 100. Also hast du schon viele Verletzungen erlebt? Ja, Schultern sind beide kaputt, Becken hatte ich mal, Arm, Bein. Also was hast du nicht verletzt? Sicher nicht alle noch gut, oder? Ja, Knie sind ganz flügig. Holzallen, ja. Ja, Gott sei Dank. Da haben wir so eine grosse runde Hals. Ja, nur für das, ja. Der ist schon viel mal geklopft worden. Das. Aber ich habe das Gefühl, wenn bei einem TÜV-Unfall, gerade so am Start, hast du, ich würde sagen, die höchste Unfallquote. Ist das möglich? Dass am Start oder in den ersten 1-2 Runden vielleicht so, weil es ja mega ein Gerangel ist. Genau. Ist das dann auch, weißt du, wenn ja mal so ein TÜV-Fahrer einfach so wegslidet, vom Bike wegfliegt und einfach wegslidet, ist das eine hohe Verletzungsgefahr dann einfach, wenn du am Sliden bist? Du bist ja geschützt von deinem Zeugs, oder? Ja, aber es kommt immer darauf an, wenn der natürlich nur das Vorderrädchen so einklappt und du rutschst weg, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn es jetzt gerade beim Start passiert und du hast vielleicht noch 20 andere Fahrer hinter dir und irgendeiner kann nicht ausweichen und fährt über dich über, dann ist das ziemlich... Ist mal einer wieder drüber gefahren? Das ist auch schon passiert, ja. Schon. Und dann bist du abgestiegen, wie man das schon bei den Reels gesehen und Ja, nein, also noch man nicht. probiert sich natürlich schon zu beherrschen. Aber je nachdem ist natürlich die Wut auch schon ziemlich gross, wenn jetzt unverschuldet abgeschossen wirst. Ja. Okay. Steht man dann nochmal aufs Bike und fährt weiter oder zusammen einfach logisch gewesen? Also, wie ist das genau, wenn du runtergehst? Also kannst du weiterfahren noch? Also, Kannst schon weiterfahren, aber meistens ist der TÜV so beschädigt, dass es nicht mehr geht. Und du hast eigentlich, wenn es ein normales Rennen ist, wo zwischen 20 und 25 Runden geht, dann hast du keine Chance mehr. Oder dann verlierst du so viel bei einem Sturz, dass du gar nicht mit Punkten kannst fahren. Oder? Und wie lange geht so ein Rennen? 35 Minuten. 35 Minuten? Ja, aber eine Runde irgendwie Minute 5 oder irgend sowas, oder? Eine Minute 30. So eine Eine Minute Runde. 40. Je nach Streckenlänge und Streckenlayout. Was Hast du ist- lieber längere oder kurze Strecke? Ja, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Ja, ziemlich beides gerne. Was ist das Schwierigste beim Rennen? Auf was musst du am meisten dich konzentrieren? Ja, schwierig zu sagen. Es ist immer so ein Komplettpaket. Oder? Du musst natürlich
schon am Wochenende gut anfangen, dass du einen guten Startplatz hast, dass du möglichst weit vorne kannst starten. Die Reaktionszeit, wenn die Ampel ausgeht, vielleicht ein bisschen Pneumanagement, dass Pneu nicht schon anfangs vom Rennen Auf durchlässt. das musst du auch dich darauf achten, oder wie? Genau, ja. Ah, okay. Und dann vielleicht ein bisschen, Was sind deine Stärken? ja, ist sicher Start, überholen, spät bremsen und eben so Pneumanagement habe ich sehr Okay. gut. Spät bremsen? Genau. Also wie aha, Also wenn du in die Kurve gehst, so möglichst spät bremsen. Ah ja, das habe ich Genau. mal von einem Kollegen gehört, wo dich kennt, wo er gesagt hat, weißt, ich bin auf der Rennstrecke gewesen und dann bist du gegangen und er so, ich bin langsamer und Kurve und dann er, boom, weißt du, so, halt Profi, Ja. ganz schnell. Wie intensiv ist das belastend für die Psyche, so ein Rennen? Braucht es eigentlich schon ziemlich fest. Auch durch das ganze Adrenalin, das du hast, die ganze körperliche Anstrengung natürlich. Die vielleicht schon ein bisschen mit Puls etwas wissen, wir haben so zwischen 170 und 180 Puls in diesen 35 Minuten. Oder lang. So ein hoher Puls. Ja. Und, Fahr einfach schneller. Fahr einfach schneller vorbei. Schnell vorbei, ja, das probieren wir natürlich immer. Aber ja, aber sicher, die Erholung ist natürlich sehr wichtig. Eben, wenn man natürlich am Samstag das Rennen hat, muss man sich so gut wie möglich können erholen für auf den Sonntag, für das Sprintrennen. Und wenn man das Sprintrennen hat, kommt dann natürlich noch das lange Rennen, dass wirklich das ganze Wochenende körperlich parat bist. Ja, auf das trainiere ich auch Tage, ja, körperlich. Wie lange brauchst du, um dich von einem Rennen, oder von so einem Weekend zu erholen? Ja, also meistens ist es Montag und je nachdem Dienstag Erholungstag, ja. Okay. Was, du hast ja gesagt, bei 33 bist du eigentlich schon alt in diesem Sport, wie du es vorher erwähnt hast. Wie sieht deine Zukunft aus? Was denkst du? Was sind deine Ziele? Was willst du nach deiner Karriere vielleicht noch machen? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Ja, natürlich, der Gedanke ist immer schon ein bisschen da, was ich in Zukunft machen will. Aber ich möchte natürlich mich noch nicht zu viel vorbereiten, was nach meiner Karriere ist. Ich möchte mich natürlich voll auf die jetzige Saison und auf die nächste Saison können vorbereiten und reinstürzen. Aber ich mache so Fahrsicherheitstraining, freies Fahren auf Strecken, wo ich meine Erfahrung, die ich jetzt die Jahre habe, gesammelt ein paar Fahrer oder Hobbyfahrer kann weitergeben kann. Ob ich dann das ein bisschen wird ausbauen und so ein bisschen Coach werden oder vielleicht bei einem Da gibst du Trainings, oder wie? Genau. Ah, okay. Ja. Haben wir das Gefühl, wir haben ein grosses Interesse in der Schweiz für Ja. Motorsport? Ja, wir haben sehr viele Motorsport-affine Fahrer. Ja, ist eigentlich auch fast jeder Rennstrecke, wo ich fahre oder so, hat es immer Schweizer Fans dabei. Und eben, wenn man so Events macht und so, ob es jetzt ein freies Fahren ist oder vielleicht auch ein Motocross-Event oder Supermotard-Event, sind immer sehr viele Leute vor Ort, die das feiern. Ja. Was muss man machen, dass man, oder auf was muss er sich am meisten darauf achten in der Saison oder eben bei den 12 Rennen, dass man Weltmeister wird? Erzähl mal deine Tricks, 2-mal Weltmeister. Ja, also das ist schwierig zu sagen. Man muss natürlich gesund bleiben. Gesundheit ist sicher das Wichtigste. Ja, man muss Motivation haben, man muss... Bist du mal demotiviert? Ja, sicher, immer voll. Also, wenn man natürlich, ja, also so geht es natürlich einfacher, wenn du natürlich immer gute Rennen hast. Ja. Fast jedes Rennen gewonnen hast und so, dann hast du natürlich die Motivation ziemlich Ja, hoch. ja. Aber jetzt, wie letztes Jahr, wo zum Teil eben einmal abgeschossen worden bist oder dann hast du einen technischen Ausfall, vielleicht tut dir etwas ein bisschen weh und du kannst nicht wirklich deine Leistungen zeigen, dann hast du natürlich, ja, ist bei Motivation auch nicht immer so einfach, ja, nach jeden Morgen aufstehen, draussen schneit, du musst säckeln oder so. Das ist schon nicht immer so einfach, aber ja, es gehört sicher viel zusammen, dass man wirklich auch die Leistungen erreichen kann. Natürlich auch Material, du musst ein gutes Team haben, guten TÜV und so, dass die Sache ist, dass du wirklich ganz vorne kannst mitfahren. Ich finde, man merkt dann ja auch,
Ich glaube, für viele Leute ist Formel 1 und TÜV-Fahren und so, ist es gar kein Sport. Also weißt du, ich habe das Gefühl, ich habe das schon von vielen gehört, so, ja, die fahren einfach ein bisschen TÜV. Weißt du, wie du das erzählst und wie du dich vorbereitest, psychisch, mental, mit dem physisch, auch mit dem Körper, wie du dich da fit halten musst. Nur schon mit dem Puls, 180, das ist 170, 180, das ist verdammt viel. Das ist, voll. Ja, das hört man auch immer viel. Eben, viele sagen, ja, ein bisschen TÜV fahren, Ja, drauf hocken, ein bisschen Gas geben. Aber es ist gar nicht so. Also klar, wenn man vielleicht draußen auf der Straße ein bisschen rumfährt, dann ist das einfach just for fun. Aber es ist eigentlich jeder TÜV-Fahrer, der in diesem Niveau fährt wie ich, ist eigentlich ein Profisportler. Ja. Wann hast du gemerkt, mal, das klappt, ich bin ready, um das als meine Berufung auszuüben? Ja, das haben natürlich schon in der Schulzeit von dem geträumt, oder? Als ich zuerst beim Motocross gefahren habe, ich immer das Ziel gehabt, ich wollte im Motocross Weltmeister werden. Ich bin dann mit 13 auf die Straße gewechselt und dann hatte ich natürlich dort immer das Ziel gehabt, ich wollte das aus meinem Beruf machen, oder? Aber dann der Lehrer, der hat mich ausgelacht und hat noch gesagt, ja, du wirst nie einen richtigen Beruf haben oder wirst nie etwas, oder? Ja. Jetzt möchte ich zu ihm gehen und sagen, jetzt war schon wirklich. Kannst du das sagen? Vielleicht lässt er eins zu. Machen wir ein paar Donuts im Vorplatz. Ja. Gehen wir. Und wenn ich gemerkt habe, jetzt klappt es wirklich so, ich bin als ich dann mit 16 eigentlich in die WM aufsteigen konnte, habe ich dann gemerkt, jetzt habe ich die Chance bekommen und jetzt muss ich es so gut wie möglich nutzen. Ja. Hammer. Hast du einen Alltag, wie sagen wir, TÜV? Ein Alltagstüff? Ja, Alltagstüff. Nein, ja, selber auf der Straße fahre ich kein TÜV. Ah, wirklich? Ja. Was? Ja. Wie bist du da noch mit dem Auto? Also Mit dem irgendwie... Büssli. Also ist das irgendwie so vertraglich oder so? Weißt du, vertraglich, dass du nicht darfst, so zu riskant oder so? Oder einfach, du fährst nicht genug TÜV, schießt ja? Nein, also Vertrag kann ich nicht, anschiessen tut es mir eigentlich auch nicht, aber es ist auch sicher, wenn du irgendwo her musst, du musst die ganze Ausrüstung anlegen natürlich und ja, für jetzt vielleicht ins Fitness runter oder irgendwo sonst einen Termin, dann bist du natürlich mit dem Auto gäbiger unterwegs. Also willst du mal sagen, der Dominik Gegen, der Profi-TÜV fahren, der fährt privat gar kein TÜV, oder was? Ich will nur das Statement von dir hören, fährst privat einfach kein TÜV? Ja, also Geiles hier. ich habe noch nie selber einen TÜV gehabt. Also ich habe TÜV-Prüfung, es gibt solche, die haben gar keine TÜV-Prüfung. Ja. Was kennt ihr früh? Nein, es ist Und fahre in den TÜV-Rennen? Ja. Ah, wirklich? Darfst du das überhaupt? Ja. Gut, sind Privatstrecken? Ja, sehe ich schon, das sind Privatstrecken. Ja, genau. und der Reiz ist natürlich sehr hoch, dass... Jemand die Prüfung zahlt? Nein, dass auf einen TÜV hockst und dann so ausserorts, wenn es so eine gerade Strecke ist und dann mal um Gas ein bisschen ziehst und ja... In deinem Element bist. Ja, genau. Und du als TÜV-Fahrer oder so probierst natürlich das Maximum rauszuholen aus dem TÜV. Irgendwie der TÜV hat einen Schauplatz, aber der kommt halt erst bei irgendwie 14.000, 15.000 durch. Und ja, wenn du dann mal auf Tacho schaust und dann hast du irgendwie schon 200 und siehst das 50er-Täfeli wieder, dann und du bist sowieso einer, der Sport bremst. Ja, voll. Schon im Dorf wieder raus. Oh, 200. Ja, jetzt ist es schon wieder Sport. Komm, bleiben wir gerade bei 200. Die wie sagen wir, Gruppen, Clubs, wie sagt man in denen? Du bist in der Yamaha, ja? Genau. Wie sagen wir in denen? Gruppen? Oder Teams. Clubs? Teams haben wir dem, oder? Teams. Also ja, Yamaha ist ja TÜV, hast du schon eine Marke. Ja, das ist eine Marke, aber jetzt... Das Team ist ein italienisches Team, das heisst GYTR GRT. Aha. Das ist ein bisschen kompliziert in Namen. Okay. Aber wie suchen die... Wie haben die dich gefunden zum Beispiel? Gibt es Scouts, die jetzt machen mit so einem TÜV-Rennen anschauen und dann sagen, das ist spannend oder wie? Weil das ist ja... Ja, also schon. das Gute ist immer, wenn das Team auf dich selber zukommt, dann suchen sie natürlich irgendwo den Kontakt. Aber mein Bruder ist mein Manager von mir und der geht dann auf die Teams zu. Und dann probieren wir natürlich ins beste Team reinzukommen. Ja. Hast du mal gewechselt? Wechselst du oft? Oder wie Ja, wechselt man da das? tut man schon noch ziemlich oft wechseln. Ja. Schon, okay. Und Also das heisst, es ist einfach eine Saison fahrst mit einem Team und dann schaust du dir neue Verträge, oder? Ja, meistens geht so 2-Jahres-Vertrag und dann musst du wieder probieren Neu verhandeln. neu verhandeln. Und je nachdem,
in welchem Team du bist, welche Leistungen was du gezeigt hast, kannst je nachdem bleiben. Oder vielleicht siehst du, es gibt andere Teams oder andere Marken, die besser sind. Und dann probierst du natürlich dort hier reinzukommen. Aber das sind natürlich 30, 40 andere Fahrer, die das auch noch spürst du eine hohe Fluktuation von Fahrern, weißt, wo es nicht so lange, ich meine, du bist jetzt schon lange auf dem Level. Wo irgendwie, ist das normal, dass Leute irgendwie so 10 Jahre in diesem Level fahren oder fahren die meisten irgendwie 2 Jahre und dann siehst du die nicht mehr? Es gibt viele solche, ja. Okay. Also ja, ich kann mit Glück sagen, dass ich immer wieder Leistungen zeigen, sagen wir es so, oder eben auch gute Teams hatte, gute Unterstützer, die mir geholfen haben, wieder weiterzukommen. Aber es gibt viele solche Fahrer, die fahren 2, 3 Jahre und dann haben sie die Leistungen nicht gezeigt oder kommen nicht mehr rein und dann sind sie vielleicht in einer anderen Meisterschaft oder suchen einen anderen Job. Oder so. Wer entscheidet, was für einen TÜV du fährst? Wer das entscheidet? Ja, schlussendlich entscheide ich es eigentlich als erstes. Aber dann kommt es natürlich darauf an, ob das Team möchte haben überhaupt. Okay. Und dann haben wir natürlich auch gewisse Sponsoren, die mithelfen entscheiden. Ja. Okay. War schön gesagt, die mithelfen entscheiden. Ja. Kannst du sagen, ich bin einfach der Schnellste, der Beste? Nein, das geht leider nicht. Also, ja, es ist ja fast in jedem Sport ein bisschen, oder auch im Motorsport so, dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich will in das Team mit dem TÜV. Weil es halt einfach manchmal auch politisch ist, dass je nach Alter, je nach Nationalität oder eben auch je nach Leistung, was du gezeigt hast, dass... Also wenn du sagst, wegen Herkunft, wegen Nationalität, was werden da Italos bevorzugt? Oder? Ja, Italiener und Spanier, die heisst meistens einfacher. Ja. Weil sie einfach die grösste Fanbase haben, oder? Ja, und halt eben auch mit dem ganzen Fernsehrecht und Strecken und alles so, ja. Aber also, hast du das gemerkt in deiner Karriere? Ja. Also 2, 3 Mal das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich ein guter Fahrer. Genau, also ein gutes Beispiel war, als ich 2 Mal Weltmeister geworden bin, das war im 2021 und 2022. Habe eigentlich nach meinem ersten WM-Titel von Supersport, das sind 600 Kubikmotoren, habe ich eben ins Superbike kommen, wo eigentlich normal ist, wenn eine Kategorie gewinnst, dass du suchkommst. Hat mich aber niemand genommen. Andere Fahrer, die hinter mir waren im gleichen Jahr, haben aber den Sprung geschafft. Wow. Und ja, wir haben dann noch ein zweites Jahr machen. Sicher auch nicht schlecht gewesen, noch Weltmeister zu werden. Und dann habe ich den Sprung endlich geschafft. Und jetzt sagst du einfach, es ist Domingo Alvarez, oder was? Das, nicht mehr Dominik gegen der Domingo Alvarez. Grüezi miteinander. Aber stresst dich das? Oder, wie ist das so Mindset? Wie gehst du mit dem um? Das ist schon ziemlich stressig gewesen, oder? Ja. Bin natürlich habe es natürlich auch zwischen ein bisschen in die Medien gesagt. Die haben natürlich ein bisschen... Okay. Nicht so geil gefunden? Ja, nicht so geil gefunden. Natürlich auch je nachdem, mit welchem Hersteller was unterwegs bist. Oder ich bin dann auch schon mit Yamaha unterwegs und habe natürlich die ein bisschen angegriffen und gesagt, ja, ich habe keinen Vertrag bekommen für die Superbike, weil sie mich nicht haben wollen. Und ich musste in der kleineren Klasse weiterfahren und neben andere Fahrer, die schlechter sind gefahren. Und ja... Also die haben das wahrscheinlich ja nicht einfach gesagt, ey, look, du bist Schweizer, wir nehmen dich nicht wegen dem. Die haben einfach gesagt, ja, passt gerade nicht. Passt gerade nicht, genau. Ja, so, hey, gar keinen Platz und so, ja. Ja, so, das ist einfach deine Interpretation, dass es an dem gelegen ist, oder? Ja, also eben, es hat, also so im Hintergrund hat man natürlich schon gehört, okay, sie haben einen Japaner, der für das ganze japanische Land zuständig ist. Sie haben einen Türk, der für das ganze Türkenland dort zuständig ist. Wir haben einen Italiener, der in Europa ist. Und dann haben sie noch Amerikaner gehabt. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ja, wieso weiss ich jetzt noch einen Schweizer, der so ein kleines Land ist. Also es hat schon ein bisschen etwas mit dem zu tun gehabt, ja. Okay. Hätte das wehtut, um das zu realisieren? Ja, auf ersten Punkt schon, ja. Weil mein Ziel war ganz klar, eben in die Superbike, in die höchste Kategorie dort zu kommen. Das Ziel habe ich erreicht, Weltmeister zu werden, und das hat mich schon ein bisschen belastet. Ja. Wie bist du jetzt gerade unterwegs? Zu wenig schnell. Also wir haben jetzt 3 Rennen gehabt und bin jetzt gerade auf dem 10. Zwischenrang.
Aber das Ziel ist eigentlich, das Jahr mein erstes Rennen zu gewinnen Okay. und eigentlich die Saison in den ersten 6 zu beenden. Wie viele Punkte bekommst du über, wenn du ein Rennen gewinnst? 25. Jedes Rennen ist Genau. gleich. Jedes Rennen Genau. 25. Ja, außer das Sprintrennen, dort hier geht es nur bis zum 9. Platz und das normale Rennen geht es bis zum 15. Platz, Punkt. Wie viel nehmen teil? 23. 23. Ja. Fast die Hälfte kommt ein Punkt. Fast, ja, die Hälfte kommt ein Punkt. Genau. Was sind so deine Vorbilder? Ja, Valentino Rossi natürlich. Ja. Der ist ja x Jahre Top-Fahrer gewesen. Und ja, jetzt eigentlich Marc Marquez, der im MotoGP ziemlich gute Leistungen zeigt. Ja. Du hast vorhin gesagt, vom Alter her bist du alt für TÜV-Fahrer. Also, weißt du denn so der Prime für einen TÜV-Fahrer? Ja, also es gibt nicht mehr viele TÜV-Fahrer, die über 35 noch TÜV fahren. Es sind vielleicht noch 2, 3, 4. Aber die meisten sind so zwischen 20 und 30 Jahren. Ah, So, okay. So, ja gut, auch 35 ist gerade so ein bisschen, würde ich sagen, mehr oder weniger der Cut. Ja, ziemlich. Machst du sonst noch andere Sportarten? Da, du machst schon genug, also nicht, dass du das nicht machst. Aber Andere Sportarten? hast du überhaupt Zeit noch für andere Sachen? Ja, also ich probiere immer wieder ein bisschen neue Sachen aus. Ob's, wieso nicht? Was sind andere Sportarten? Squash, Klettern, Origami. Yoga, Wandern. Irgendwie Sachen. Aber hast du Wie, Und was machst du für Sportart? viel? das ist eine gute Frage. Viel mittlerweile Boxen? Boxen? Boxen, ja. Ich weiß nicht. Ja, was weiß nicht? Du siehst immer, ich sag's dir immer so stolz, dass ich am Boxen bin. Fußball. Ja, gut. Ja, Nein, das, kein also, Rennen. Ja, also so einem Grünputturnier habe ich auch schon teilgenommen oder so Uni-Hockey. Ah, Das ist nice. ja, wenn es so Also hast du geht. denn da nicht irgendwie vertraglich, ich kenne also Ja. von Fußballern, weißt du, dass die einmal beim Vertrag haben, ey, so Hochrisikosportarten oder andere Sportarten generell sind eher Tabuthemen. Ist das bei euch nicht so eine Sache? Wir haben eigentlich nichts Weißt du, nicht so drin. Skifahren und so Wintersport und so. Nein, ist das darf ich alles machen. Ah, Einfach, okay. ich darf keine anderen Rennen teilnehmen. Ah, so. Ah, ja. ja, okay. Und wenn ich jetzt so in der Schweiz manchmal fahre ich ein Motocross-Rennen mit oder eben Supermotard, dann muss ich einfach geschwind im Team anrufen und fragen, ob ich dort teilnehmen darf. Und die tun mir dann ja oder nein sagen. Und so Ausgangsverbot hast du auch? Ja, nein, für Weil ich habe dich noch nie im Ausgang gesehen. Also das ist jetzt... Aber Hochzeit, das längt auch schon. Ja. Nein, also es kommt immer darauf an, wenn natürlich die Saison ist und du hast am nächsten Tag irgendwie Ja, ist Rennen klar. oder Training, dann kannst du natürlich nicht in den Ausgang gehen. Dann machst du jetzt nicht gerade den Club zu, dann bist du vielleicht einer von der Ersten, der geht. Nein, aber ja, es ist eben ist sicher nicht so einfach gewesen, vielleicht mit 18, 19, wo wirklich Ja, ja. hast du Auto fahren, du hast wirklich Leute besinnen können. Die Kollegen sind ja jedes Wochenende irgendwo hergegangen. Das war viel schlimmer gewesen, dass ich eben vielleicht dann ja, gleich zwischen bis um 3, 4 Uhr vor war und am nächsten Morgen gleich wieder bin aufgestanden. Aber ja, eben jetzt habe ich das eigentlich auch ein bisschen gesehen und ja, es gibt gleich noch 2, 3 Mal pro Jahr, wo ich ein bisschen so rauslasse. Ja. Was heisst denn bei der Dominik Egger zu Hause lassen? Wenn du fast mit 330 auf einem Zweirad, was heisst für dich zu Hause lassen? Ja, einfach lustig haben mit den Kollegen und so. Und so? Und so. Mehr sagen wir nicht. Für das gibt es einfach einen Applaus. Absolut, Also das ist absolut. der tiefste Niveau-Applaus, den wir bis jetzt je hatten. Hey, ich bin von seinem besten Kollegen kann ich die Hochzeit fotografieren. Und dann bin ich am Morgen schon beim Tarzan gsi. Shoutout an Tarzan. Und dann kommt er, wenn bist du vom Joggen, brutal, von dort, von wer du herkommst, einfach mit dem Dings voll durchtrainiert am Morgen, ich am Viertel, da habe ich dich noch nicht so gut gekannt wie jetzt. Ich so, wer ist das? Er so, das ist der Dominik Egger. Ich so, wow, shit, was macht die morgen? Und dann geht er so gut joggen. Also joggst du jeden Tag? Nein, schon nicht jeden Tag, aber so 2 Mal, 3 Mal pro Woche probiere ich schon. Ah, voll Je gut. nach Training. Wie viel Aufwand wird er abgenommen vom Team? Also weißt du, der bürokratische Aufwand und alles Zeugs und Management machst du oder bist du effektiv voll nur auf
aufs Sportliche und das Mentale fokussieren? Ja, ich habe ziemlich Glück. Eben, mein Bruder macht das eigentlich alles für mich. Der ist eigentlich 100% bei mir angestellt. okay. Ja, und tut eigentlich die Sachen alles erledigen, ob es Flüge buchen, Hotel, Mietauto und dann die ganzen Sponsoring-Sachen. Ist er älter oder jünger als du? 2 Jahre älter. 2 Jahre älter. Also du hast deinen älteren Bruder angestellt. Genau. Bei dir selber. Ja. Da kannst du wieder fast in den Ja, Platz voll. verlieren. Wie heißt er? Kevin. Kevin. Grüße an Kevin. Grüße an Kevin, du machst Big super. Respect, big Danke Respect. vielmals. Er ist vor der Kamera, sagt er nur Positives über dich. Ja. Wie sieht es aus finanziell? Kann man gut damit leben? In dem Sport? Kein sehr wenige, Okay. dass wirklich auch vom Fahren wirklich gut kannst leben. Ich habe sicher das Glück, dass ich gute Privatsponsoren habe, die mich unterstützen. Ich sage mir jetzt mal, von dem Geld, das ich vom Team bekomme, dass ich bei ihnen fahre, würde es nicht weit Okay. länger. Und dann haben wir einfach eben gewisse Plätze, wo wir können verkaufen auf dem Helm oder die Kombi oder so, wo dann in meine Tasche reingeht. Und Ja, dort gut. kann ich natürlich etwas auf die Seite tun, weil ich ja nicht bis 60 fahren darf. Ja, Und, absolut. irgendwie pro Platzierung hast du irgendwie Preisgeld oder so, ist das? Ja, das aber so, nur die ersten 3. Nur die ersten 3? Ja. Und das ist auch schon dort, wo du jetzt zweimal Weltmeister geworden bist? Genau. Hast du das auch gehabt? Ah. Ja, wenn man natürlich eben jedes Wochenende gewinnt und die schnellste Runde machst, Pole Position holst, dann kommt natürlich schon etwas zusammen. Aber Ja. du hast natürlich das in den Verträgen drin, du siehst die Zahlen, aber du musst es natürlich dann zuerst können erreichen. Ja. Jetzt bei Superbike hatte ich letztes Jahr nur 2 Podium gehabt, einen 2. Platz und einen 3. Platz. Da gibt es schon etwas, aber wenn du das natürlich im ganzen Jahr nur 2-mal hast, dann kommt nicht so viel zusammen. Ja. Und, ja. Bereust du, dass du diesen Schritt gegangen bist? Nein, ja, sicher die neue Herausforderung auch gebraucht. Ja, weil, oder ich wollte dort bei Superbike auch können zeigen, dass ich dort zu den Schnellsten gehöre. Und ja, ich habe es noch nie erreicht, aber ich bin ehrgeizig und gebe nicht so schnell auf. Bereust du sonst einen Schritt, den du in deiner Karriere erlebt hast, wo du sagst, ich hätte es ganz anders gemacht? Ja, im Nachhinein ist mir immer schlauer, das ist schon so. Also, ich war lange in Moto 2, habe vielleicht dort hier mal bei Teamwechsel nicht den richtigen Weg eingeschlagen gehabt oder so. Und jetzt im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, da wäre gescheiter bei diesem Team geblieben. Da hätte ich vielleicht einen bisschen anderen Karriereverlauf gehabt noch. Ja. Und so ist irgendwann mal MotoGP ein Thema gewesen? Oder ist das, Ja, es war eigentlich... kommen die auf dich zu oder musst Ja. du die anfragen? Oder? Aber je nachdem, wenn sie auf dich zukommen, dann ist natürlich das Interesse sehr hoch. Und das war mal so gewesen. Also, nur dass ich richtig verstehe, dann kommt das Team, wo im MotoGP eigentlich angesiedelt ist, die kommen auf dich zu. So. Genau, nicht, ja. Nicht der Verband MotoGP, der auf dich... Nein, da kommt wirklich ein Team von MotoGP kommt dann auf dich zu und fragt, hey, aber hättest du Interesse, wie würde es aussehen, wie sind deine Pläne und so. Mhm. Da ist natürlich das Interesse sehr hoch. Und sonst, wenn du natürlich, wir sind natürlich sehr viel immer anfragen, hey, habt ihr Interesse, dass ich dort fahren würde, aber da war das Interesse nie dort gewesen. Und es ist wirklich ein Team auf uns zugekommen. Aber dann zumal eben der Entscheid auch getroffen, dass wir im Moto 2 werden weiterfahren, dass ich einfach probiere, dort hier auch noch ganz vorne zu kommen. Und auch nach dem zweiten Weltmeistertitel ist... Nein, das ist kein MotoGP. Aber das ist Gut, du bist natürlich... schon Sport, ja, das ist gut, okay, Okay. schon älter, ja. Aber was muss man da alles für Kriterien erfüllen? Das musst du einfach immer der Erste sein. Ja, aber es ist ziemlich schwierig zu sagen. Du kannst nicht einfach Kriterien, wie ich vorhin erzählt habe, oder Ja, bei ja. Weltmeister wurde ja nicht automatisch aufsteigen können. Das ist eigentlich Das ist schwach wie Fußball oder so, ja, das stimmt, ja. das Das, sollte eigentlich so ein bisschen eine Regelung sein, dass du, ja, wenn du alles gewinnst und Weltmeister wirst, dass du eigentlich Pflicht hast oder dass du die Chance hast, zu einem guten Team können aufzusteigen. Aber beim Dörffahren ist es eigentlich, eben, du kannst noch so gut sein oder kannst noch so viel Geld mitbringen, wenn die das Team nicht will, dann müssen sie die nicht nehmen. Vielleicht Oder? so, das ist ja ganz anders. vielleicht so ein bisschen in der Tür, manchmal mal schauen, er hat es so probieren sollen, mit Italienern. Ja, das also, Sagst du, ich glaube, die ganze Mozzarella vom Ja, ganzen voll. Land. Ja. Weil ich ja, meine, das geht schon. Also mit Vitamin B und so, das kann man schon ein bisschen... spürst du das fest in dieser Branche? Ja, das ist schon... Schon, Ja, aber auch eben geldmässig, wenn du natürlich Geld bringst, dann ist das Interesse plötzlich
viel fester da. Ah ja, okay. Weißt du auch, man sagt ja, Fußball ist voll, dann ist nur noch Geld als Beispiel oder Basketball und Tennis und was auch immer. Aber du kannst wenigstens aufsteigen nach Punkten. Also weißt du, ich meine, in eine andere Liga rauf, wenn du jetzt absteigst ich weiß jetzt auch nicht, in der Premier League steigst du ab, bist du und es kommen wieder neu rauf. Ich meine, das ist ja da nicht automatisch gegeben, wenn du sagst, du gewinnst und wirst nicht automatisch genommen. Die mit dich nicht, das muss ja mega... Ja. Das ist frustrierend. Ja, Was mache ich da die ganze Zeit? Für was bin ich der Beste? 2 Jahre nacheinander und dann klappt es nicht. Ja, nein, darum musste ich eben 2 Jahre müssen sein, darum hat es nicht geklappt. Der ist dir Aber- nicht gezeigt. Hat dich das motiviert? Also so, Ja, sicher, ja. wo du im ersten Jahr gesehen hast, hey, was läuft, wieso kommen wir da nicht weiter? Und dann hast du nein, Vollgas gegeben. Ja. Okay. Aber eben, die Chance ist manchmal auch da, dass klar, dass du super noch einmal kannst fahren, dass du noch einmal eben Erfolg hast, aber das kann auch sein, dass vielleicht Anfangsjahr die verletzt ist oder vielleicht Material oder was auch immer, ja, dass du einfach ein bisschen Unglück hast und dass die Ziele dann nicht mehr erreichst und dann hast du dann, ja, hast vielleicht wieder ein Jahr verloren, oder? Und was haltest du von den Elektromotorradrennen? Bin ich auch 3 Jahre lang gefahren. Noch. Okay. Also ich bin jetzt noch nebenbei gefahren, wo ich die Supersport-Kategorie auch bin gefahren. Und bei im 22 bin ich dort auch Meister geworden. Habe ich auch gemacht. Und das ist für dich ist kein grosser Unterschied, oder? Mal ist schon ein ziemlich grosser Unterschied. Also Ja, vom Fahrspaß oder was kann ich mir darunter vorstellen? Ist ein Unterschied? Vom Ton. Vom Ton, ja. Also, Einfach leise. ja. Also es macht natürlich keinen Ton, hast keine Vibrationen. Der Töff ist viel schwerer. Kannst nur so 7-8 Runden fahren und dann ist die Batterie durch. Und das ganze Fahrverhalten ist natürlich schon auch ziemlich anders. Ja, Was macht dir mehr Spaß? ja Benzin, ganz klar. Ich habe gerne noch Benzin im Blut, von dem her. Das wird Geil. auch immer so bleiben. Benzin gehen durch die Ader Gibt's- als Töffli-Bub. Ja. Gibt es ein Ritual, das du vor dem Rennen machst? Eigentlich nicht gross. Also ja, Gehst du nicht und so berührst den Boden, küsst den Boden und sagst, heute gewinnt. nein, also ich habe schon meine Aufwärmung, die ich vor dem TÜV, wenn ich auf den TÜV steige, bevor so drauf hocke, dass Ja. ich das mache. Aber sonst eigentlich Also wie wärmst du dich auf vorher? Also wie? ein bisschen säckeln, ein bisschen Aha, dehnen so. und so. Ja. Okay. Ja. Ah, nice. Wie, ich habe mal, ich glaube vom Hamilton, vom Hamilton ein Interview gesehen, wo er gesagt hat, ich weiß nicht mehr genau die Anzahl, ich glaube er verliert irgendwie 2-3 Kilo pro Rennen. Ist das im TÜV auch so? Ja, Ist da also eine große wenn's- Gewichtsdifferenz? Vor und ja. nachher? Wenn es ziemlich heiß ist, dann verlierst du gut 2 Liter Wasser. Schon. Und dann alles bei den Füßen tun. Ja, oder irgendwo ausgelüftet, hinten rausgeflogen. Nein, also eben, wenn natürlich draussen 35 Grad ist und du hast eine Motorentemperatur von 90 Grad oder so, die unten hochkommt, Asphalt, wo 60 Grad ist und so, ja. Hast du ein Hast- Standardgewicht, wo du fährst? Du? Ein Standardgewicht. Also oder weißt du, wie? dein Körpergewicht, so, wo du versuchst immer zu halten? Oder? Ja, also wir probieren besser, wenn natürlich du- immer so wenig wie möglich zu sein. In Superbike haben wir das Minimumgewicht, das der TÜV und der Fahrer muss sein nach dem Rennen. Und dort sind wir eigentlich gerade... Nach dem Rennen? Ja. Tun wir nicht vor dem Rennen messen? Weil vor dem Rennen kannst du ja noch 3 Liter Wasser trinken oder so. Oder vielleicht noch. Ja, aber nach dem Rennen, wenn jetzt 5 Kilo oder ja, 5 Das musst du eben einplanen. Das ist immer nach dem Rennen, wo jetzt auch, wenn zum Beispiel Benzin weiter runtergeht, dann musst du das einplanen, oder? Oder sogar Pneu. Oder wenn du jetzt Pneuverschleiß hast, dann kannst du je nachdem hinten auf vorne von 1,5 Kilo verlieren. Also dann würdest du mal sagen, es kann sein, wenn du jetzt das Rennen gefahren bist, du bist gewonnen. Und nachher sagen sie, ey, du bist zu leicht, es zählt nicht. Ja, dann bist du disqualifiziert. Krass. Also checkst du das selber beim Fahren? Oder tun die das irgendwie über... Nein, Über aber Funk oder das, so? das machst du natürlich anfangs vor Woche, eben am Donnerstag oder so, wenn man den Aufbereitungstag hat, wie man darf messen, wie schwer was er ist. Ich gehe mit dem ganzen Kombi, Helm, Stiefeln, Händchen, mich messen, schaue ein Kilo an und dann sehe ich, bei welchem Kilo, wenn ich sehe, ich bin nur keine Ahnung, 500 Gramm 500 Gramm schwerer als das Minimumgewicht, dann müssen wir dürfen mehr Kilo dran tun. Ah. Dann tut er einfach nochmal eine Schicht irgendwas zum Tun. Nein, oder dort was gibt es heisst so Blei-Blöcke, die du dann kannst anschrauben am Töpf. Ah, okay. Genau. Wie viel Mal tun ihr Pneu wechseln im Rennen?
Unser Rennen ist mit dem gleichen Pneu. Ah, schon Ja, so. wir machen Okay. keine Boxenstopp, außer es kommt regnen oder so. Ja. Ja, also wenn es regnen kommt, dann wird das Rennen unterbrochen, oder? Nein, dann gibt es eine weiße Flagge und du hast dann die Chance, für eine Box reinzukommen, Pneu wechseln oder Rädchen wechseln und dann fahrst du wieder raus. Bist du eigentlich direkt immer in Kontakt mit den Leuten? Nein, wir haben keinen direkten Kontakt. Nur die Boxentafeln, die sie auch raus haben. Nur über WhatsApp angestellt, so fahren. Also, hey, Ciabello, was läuft? Nein, einfach nur die Boxentafeln, die sie anzeigen. Ja. Bei 25, wo hast du nicht eine Kontrolle, jetzt welcher Platz du bist und so? Ja, du weißt natürlich eben, wo dein Team besteht auf der Gerade. Und dann hat jeder seine eigene Boxentafel mit deinem Namen drauf. Und dann zeigen sie dort die Sachen an, die du gerne möchtest. Also welchen Platz, wie viele Runden was noch geht, oder wie viel Abstand, was der Hinger hat, oder wie viel hinter dir So sind. kommunizierst du eigentlich mit denen? Genau. Bist du schon ein paar Mal am Fahren gewesen und du hast gedacht, boah, ich habe jetzt 1, 2 Leute überholt, ich bin vielleicht schon keine Vierte noch gesehen und du bist einfach 8 oder so. Ist das schon so voll fällig jetzt? Ja, wenn du natürlich eben so im Mittelfeld bist und so. Ja, aber dann kommst du nicht so... Dann ja, und dann hast du natürlich vielleicht auch die ersten paar Runden, wo die Tafel gar nicht siehst, wo du bist so im Windschatten von einem anderen und so konzentriert, dass du gar keine Zeit hast zum Überschauen. Oder wenn natürlich 20 so Tafeln draussen sind, dann siehst du deine vielleicht nicht immer. Und ja, dann bist du manchmal erklüpft, wenn du siehst, ja, bist du ein bisschen weiter hinten als was du gedacht hast. Oder? Aber ja, hoffe natürlich immer, dass eine kleine Zahl dort steht. Ja. Ich finde auch krass, wie jetzt bei dem Sport, wo du praktizierst, bei deiner Passion, du musst voll fokussiert sein für total, was geht eine Stunde? Oder 35 Minuten. wie viel? 35. 35 Minuten. Das ist nicht, weißt, wie im Teamsport, Basketball, Fußball, Tennis oder was auch immer, wo du kannst fokussiert musst sein und dann wieder kannst irgendetwas anderes, den Fokus nicht auf dem gleichen Level haben. Du musst ja, ich meine, das ist auch maximal gefährlich. Du musst maximal fokussiert sein. Ist das nur schon mental mega anstrengend? Ja, aber das gehört natürlich eben auch alles dazu, wo ich gesagt habe, ob es Konzentration ist, der Fokus, das ganze Adrenalin, das Mentale, wo dich natürlich dann auch mitnimmt vom Körperlichen her. Ja. Wie trainierst du das? Weißt du, so einen langen Fokus zu haben? Ich meine, die heutige Generation, die kann nur swipen, 2 Sekunden fokussiert bleiben. Dann wird es nie mehr einen TÜV-Fahrer geben, weißt du, so einen erfolgreichen so. Das ist ja voll entgegen von der aktuellen Gesellschaft. Ja, also eben klar, ich habe früher viel mit Mentaltrainer zusammengearbeitet noch. Weiss jetzt, wie so ein Rennwochenende vorbereiten oder auch verarbeiten, wie die Sachen ablaufen, wie ich das analysiere oder abfahre im Kopf und so. Und das probiere ich eigentlich eben vor dem Rennwochenende schon ein paar Mal abgefahren zu sein. Okay. Und durch das, dass ich eben mit dem Training von der Kondition her kann ich das näher aufrechterhalten, näher Konzentration. Ja. Okay. Wieso die Zahl 77? 7 ist meine Glückszahl und der Papa hat den Lieblingsfahrer gehabt, Barry Sheen, den es früher gegeben hat, als Lieblingsfahrer, und der hat mir 7 beim Motocross draufgeklebt gehabt. Und als ich dann in die WM bekam, war die 7 aber schon vergeben und dann habe ich die 77 genommen. Ah, so gut. Ja, das ist ein bisschen mein Markenzeichen. Ja, ja, absolut, gut. Kennst du Randy Memola? Natürlich, ja. Wegen dem heiße ich Randy. Okay. Was? Ja. Das ist, ich glaube, also ich habe jetzt gefährliches Halbwissen. Meine Eltern sind mega, mein Vater ist mega TÜV, fahren beide Harley und Straße, ja, so schnelle TÜV, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, meine Eltern sehen das jetzt nicht. Nein, Randy Memola. Ich schwöre dir. Ich hoffe, die sehen das. Das ist das erste Mal, ich hoffe, dass das nicht sieht. Und das meinte ich eigentlich, wenn man so mit dem weißt du, auf einem Rad so ins Ziel gefahren ist. Yeah. Er ist nicht einer der Besten, aber so einer der unterhaltsamsten. Genau, ja. Und wegen dem habe ich den galanten Namen bekommen. Also, lang leben. Da sind wir schon 3. Also ich bin auch wegen einem TÜV-Fahrer genannt worden. Es hat Christian Saron gegeben. Ja. Aber Christian hat... Ich kann mir sagen, du heißt Dominik. Ja, aber die Story ist noch nicht fertig. Aber der Papa hat nicht wollen, dass ich Christian heisse. Und ihm sein Bruder ist auch TÜV gefahren, der hat Dominik geheißen. Und darum heisse ich Dominik. Und bei meinem Bruder heisst Kevin, wegen dem Kevin Schwanz. Ja. Schon Ex-Legende, ja. Ja, wie viele Generationen hast du bei euch gefahren? Wie ist das verankert?
Nein, eben gar nicht tief. Ja. Eigentlich, mein Papa ist nur ein bisschen Hobbyrennen gefahren. Ah. Er hatte auch eine TÜV-Garage gehabt, ja. Aber sonst eigentlich die anderen Generationen sind nie TÜV gefahren. Ja. Aber die sind 100 Pro, also jeder TÜV-Fahrer, so, wo Rennen fährt, so jetzt professionell wie du, das sind doch alles voll die TÜV-Buben gewesen, nicht? Da voll die doch so. Ja. Ich habe das Gefühl, wie würdest du das Interesse oder deine Passion finden zu dem, in dem Bereich, wenn dir das fast nicht in die Wiege gelegt wird? Das ist ja etwas, was du so schnell mal kannst du Probe machen oder weißt, wie eine Fußballtraining oder was auch immer. Ja, also sicher, hier in der Schweiz ist es fast unmöglich, wenn es nicht wirklich in die Wiege gelegt geworden ist, weil, sagen wir jetzt im Ausland eben, wieder Italien, Spanien, wo natürlich überall so TÜV-Vereine hast, viele Strecken hast und vielleicht am Wochenende mit Eltern das gehst du anschauen und dann sagt das Kind, ich will da und so. Und hier ist es halt mehr mit Fußball, Eishockey oder Turnvereine, wo natürlich das ziemlich unterstützen. Leider nicht mehr so viele TÜV-Clubs. Ja. Wie hast du mehr in der Schweiz erkannt oder mehr so, wenn du jetzt so in Italien oder so bist? Ist noch schwierig zu sagen. Also klar, wenn einer ein bisschen TÜV verrückt ist, dann denke ich, er kennt mich da oder auch im Ausland. Ja. Interagierst du viel oder hast du Freude, wenn dich irgendjemand anspricht? Ist das, hat man die Freude noch, so nach so lange in der Branche? Ja, also klar. Von meinen Fans ist natürlich auch immer voll Motivation da, wenn die jemand kommt, kann Hallo sagen, kommt ein Foto machen oder eine Unterschrift will. Es gibt natürlich auch die gewisse, wie soll ich sagen, eben Motivation, wo du halt hast von den Fans, wenn sie dann auch vielleicht eine Trendstrecke kommen und so. Es kommt immer darauf an, halt auch, was es vielleicht gerade ist, wenn es vielleicht irgendwo in einem Training ist oder so und sie wollen mit dir reden und so, das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Aber meistens bin ich dort hier voll offen und habe Freude, wenn es so Leute gibt. Ja. Spürst du auch den Support beim Rennen selber? Also weißt du, so, wenn Leute am Schreien sind, weißt du, auf der Tribüne und so, ist man da voll im Film, voll im Fokus? Oder? Ja, bist eigentlich voll im Fokus. Du siehst nicht viel, wenn sie mögen oder Fan, aber mache ich nur weiter. Nachher mit den Highlight-Videos sieht es geil aus. Nein, aber das macht natürlich mega viel Spass. Wenn du bei Einlaufrunde oder Auslaufrunde das siehst. Ja. Ja. Wir haben Kamera, die ausgestiegen ist. Ja, aber geil. Gerade jetzt, wo du vorhin gesagt hast, wenn so beim Training und so die Fans kommen gut zuschauen, sind das einmal ist Training öffentlich? Oder? Also meistens, wenn es ein Rennwochenende ist, dann musst du Billett kaufen. Ja. Was? Bier? Was? Billett? Bier? Bier? Billett. 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 Wie sagst du Billett? Billett? Bier. Billett? Billett, oder wie sagt man das? Billett. Ticket? Ja, er hat aber gesagt Bier. Billett. Das ist- ja. Bier. Bier. Ja, du jetzt aufs Bier. Geil. Nice. Ich habe noch eine Frage, jetzt habe ich vergessen. Was denkst du, was ist besser für dich, wenn du voll angespannt bist oder voll eine gewisse Lockerheit hast beim Fahren? Ist das irgendwie, was ist deine goldene Mitte, die du mittlerweile hast? Ich denke, Lockerheit ist sicher wichtig. Weil da geht es ringer. Und klar brauchst du die gewisse Anspannung beim Bremsen, beim Beschleunigen. Aber wenn du locker fährst, dann ist es immer besser. Mhm. Und hast du die Lockerheit von Anfang an gehabt? Oder wann ist die gekommen? Nein, das kannst du, also die kommt und geht. Also es gibt Momente, wo du ziemlich verkrampfst, wo du probierst zu murksen und wenn du nicht dorthin fahren willst, probierst du natürlich anspannen und eigentlich machst du das Gegenteil und das kommt nicht gut. Aber eben, das kommt immer wieder, das gibt es jedes Wochenende. Hast du gerade aktuell einen Fehler im Kopf, den du beim Rennen aktiv gemacht hast? Wo du sagst, ey, das muss ich verbessern, das habe ich letztes Mal ein bisschen verkackt. Ja, jetzt gerade so spontan nicht. Fehlerlos unterwegs. Nein, fehlerlos ist man nie. Also, da kann man auch das Rennen gewinnen und man findet immer noch etwas, was vielleicht nicht ganz so super geklappt hat. Aber ich sage jetzt mal gerade, bei diesen 3 Rennen, die wir hatten, habe ich zweimal den Start
nicht so perfekt herbekommen. Und ja, das muss ich verbessern. Ja. Was ist das Ziel für das Jahr? Eben noch Superbike-Rennen können zu gewinnen und die Saison unter den ersten 6 können zu beenden. Das heisst, jetzt hast du noch 9 Rennen. He? Genau. Jetzt bist du gerade Platz 10, hast du gesagt, oder? Ja. Ah, top. In dem Fall. Gut, Müssen wir noch ein Good Gas luck. geben. absolut. Vor allem, ich habe ja vorhin gesagt, es sind einerseits meine Cousine und ihr Mann, die kommen das Rennen von dir schauen. Cremona, genau. Nein, das ist ein Kollege. Ja, ich komme ja, wir haben gesagt. Ja, eben. Ja, Ist schon ein bisschen weitergeschaut. oder? Ja, September hast du gesagt, nicht? Ja, eben. Ja, ich freue mich. Wo, wenn? Eben Cremona. Aha, da ist sogar genau das. Ja. Lol. Dann kommt eben ein Kollege von mir, Diego von Dann Frankreich. kannst du auch Liebe gehen, Grüße, oder wie? Diego. Ja. Ja, eben, du hast vorhin gesehen, wie fest ich Ahnung habe von so Sachen. Ja, das muss man schon einmal live sehen, weil Schon. Also ich glaube, Ja. live ist das schon mega es Bild. ist, eben, das ist eigentlich fast wie bei jedem Sport, wenn man Ja. darüber redet oder so ein bisschen im Fernsehen oder so, das ist ganz etwas anderes, als wenn du dann mal live vor Ort bist und du siehst die ganzen Lastwagen, die ganze Strecke, die riesengroß ist, die Lautstärke, Geschwindigkeiten, zukommen und runtergehen, das siehst du im Fernsehen nie, oder? Hast du lieber Strecken mit viel Kurven oder wenig? Weißt du gerade? Nein, mehr mit Kurven. Lieber mit Kurven. Genau. Es ist Sonst ist es ja langweilig, wenn du nur sind Vollgas tendenziell kannst fahren auf der Gerade. die mit den schnellsten TÜV sind dann einfach die besten, nicht? Genau. Also wenn du einfach lange Ja. Strecken Aber du gehst so schnell um die Kurve und dann bist du so weit unten. Und wie viel Zentimeter bist du etwa mit dem Kopf? Also, ich sehe, wenn ich die Videos sehe, dann kannst du nur so machen und dann kommst du mit dem Kopf an. Ja, also wenn man möchte, kann man natürlich schon mit dem Kopf anfangen, ja, aber man hat meistens das Knie im Boden und den Ellbogen, ja. Okay. Wann hast du dich das letzte Mal so verschätzt, dass in der Kurve dich abgeleitet hat? Ja, aber vor einem Monat bin ich das letzte Mal umgekehrt, ja. Da bin ich ein bisschen schnell reingefahren, habe zu lang gebremst und dann ist es vor der Rallye vorgerutscht, ja. So, also in einem Training oder so voll? Im Training. Und so während einem Rennen, so wenn es scharf war? Im Rennen bin ich schon lange nicht mehr umgekehrt. Ja. Also für die, die nur zuhören, wenn das Holz angelangt. Also ja, also letztes Jahr bin ich 3-mal abgeschossen worden im Rennen, wo natürlich auch umgekehrt. Das ist nicht schön gewesen, aber sonst bin ich schon lange nicht mehr. Okay. Sonst kann ich mich gerade wirklich nicht mehr erinnern, wenn ich das letzte Mal beim Rennen selber bin umgekehrt. Dann hoffen wir, dass wenn wir dich das Ja. nächste Mal sehen, dass es immer noch nicht weißt, Ja. wenn es war. Genau. So. Wieso gibt es nicht mehr so viele Clubs? Wie sagen wir denn? Motoclubs. Ja. Wieso nicht? In der Schweiz, was ist der Grund dafür? Also die Interesse, hast du ja vorher gesagt, ist noch groß eigentlich in der Schweiz. Aber Ja, das Interesse ist sehr gross, aber das Problem ist eigentlich, etwas zu organisieren, weil halt einfach die Auflagen sehr, sehr gross sind. Eben, ob es von der Lautstärke ist, ob es vom Bauer her ist, vom Platz her. Also ziemlich alles, was die Schweiz nicht gerne hat, ist Lautstärke, ist Ja, also es ist ein bisschen so, oder? Und sage jetzt mal, früher war es einfacher gewesen, okay, wir machen hier auf dem Land draussen mal ein Motocross oder so ein Rasenrennen, wo die kleinen Kinder können probieren oder halt Hobbyfahrer. Und du selber organisierst nicht mal einen? Bis jetzt nicht, aber es wäre sicher auch ein bisschen Okay. im Hinterkopf, dass wir hier in der Schweiz können, etwas so durchzuführen. Wäre Cool. sicher sehr cool. Jetzt mache ich eben die Veranstaltung mache ich in Frankreich auf einer Rennstrecke, wo ich eben so ein freies Fahren mache. Und da sind Da fährst du einfach allein? nein, da sind dann 100 so Fahrer, die mit mir dann auf der Strecke sind. Ja. Okay. Geil, wie machst du das? 17. September in Anodira. Also gerade nach Cremona. Genau. Dienstag. Geht direkt nach. Nice. Was denkst du als Schlusswort? Langsam kannst du etwas... Kannst du dazu langsam sagen? überhaupt? Ja, der Berner, weißt du? Kann man sagen, ein Paradox irgendwie. Ein schneller Berner bin ich. An Der unsere erste. Zuschauer. Was würdest du da als Schlusswort ihnen Ja. mitgeben? Gebt Gas. Ausser, gib Gib it Gas, Gas. look it, talk it like Loosey. Genau, ja. Lass it rein, schau it. Auf Podcast und YouTube, oder? Und ja, alle, die mal Spass haben, an ein Rennen zu kommen, schau it rein. Genau. Super.
Also wir tun definitiv noch ein Foto posten von deinem Outfit heute, das machen wir Ja, definitiv noch. Okay. Nein, Also, das ist Ladies and Gentlemen, hat Spaß gemacht. danke vielmals Sehr fürs interessante Zuschauen, Passion, Zuhören. hat wirklich Spaß gemacht. Danke vielmals fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Und Danke, bis zum danke. nächsten Mal. Next week wieder. Grüße eure Eltern auf die Stirn. Talking like lustig. Liken, teilen, followen, nicht vergessen. Liken, teilen, follower nicht Please, vergessen. please, please. LZ, Y, ciao zusammen. Okay. Ciao, raga. Talk it like Lusty.